Samstag, 6. September, morgens. Aller gut. Wir haben ja schon mit Frank geredet. Es ist immer ein bisschen schwierig, ne? Am Ende von jeder Folge sind ja immer ein kurzer Vorspann sozusagen auf die nächste Folge. Und da kommt dann auch immer das Gespräch dann mit Frank oder sowas. Und das fehlt jetzt dann halt am Start von der nächsten Folge. Also, schön, wie sich das gehört. Das alte Video gucken noch einmal, damit wir auf dem neuesten Stand sind. So, wir gucken mal auf den Plan, was halt. Heute gibt es ordentlich was zu tun, hey. Oder hin? Ah, Bear Creek. Ach ja, das ist der Robert. Ja, das lief ja gestern nicht so gut. Willow Road. Ach, das sind die Ferienheiselcher, habe ich es genannt. Dann irgendwo, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Brief zum Lager bringen. Da war ich schon. Das ist so Zeltlager, sowas. Und dann hätte man hier im Umkreis noch ein paar. Vorne noch, also schon ordentlich so du. Die Videobox müssen wir wieder abholen, ja. Dann machen wir das so mal zu. Heute ist übrigens Samstag, also im Spiel. Ich weiß nicht, wann er das Video bei der Erstausstrahlung gucke, dann ist es leider schon Sonntag. Tja, das wäre meine Chance gewesen auf saugute Abgleichung. Ist halt nicht so. Guck es halt einfach in 6 Tagen noch einmal. Das ist eine gute Idee. Heute, Loris Videobox abhole, aber am Sonntag gibt es dann, der Filmofen mit der Lori, wo wir uns Nightmare on Elm Street angucken. Wird alles in der letzten Folge erklärt. Theo! How about a pet peeve to start the weekend? Or will it be a positive? Tina Banks has the answer. Theo, positive or pet peeve? Jack, I've had this pet peeve for years. We've got a beautiful lake and a nice boulevard, but why don't we have one of those coin-operated binoculars? I like the idea, Tina. Let's take a closer look at today's weather now. A few clouds, but nothing but sunny skies in the end. Okay. And now, music. So, aha. Das ist also der JR. Da waren wir ja gestern auch bei dem. Das ist der, wo auf dem Bauernhof da ist. Der gesagt hat, er ist DJ, also Radiomoderator eigentlich mehr. Und ja, okay, dann macht er halt die Musik drauf. Wir haben ja gleich gesagt, dass wir ein bisschen mehr Horrorpunk wollen. Bisschen mehr Auswahl an Musik, mehr Lieder. Vorsicht, 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 Kollege. So, den haben wir dann schon mal. Gucken, wie wir jetzt am schlausten weiterfahren. Ja, geradeaus. Einfach geradeaus, über die Straße drüber. Das Stoppschild, das gilt natürlich für uns. Entschuldigung! Shit. Ich dachte, das merkt keiner. Entschuldigung, Mann, ey, kann ich mal vorkommen. So, hier haben wir ein Paket für 102 West 2nd Street. Also, ich weiß nicht, ob es für die 102 ist, aber es ist für die West 2nd Street. So, dann gucken wir mal. 103. Vintage Street, nee, 104. Das ist ein kleines. What on earth did these folks order? Auch hier wieder, geht dich gar nichts an. Wir haben ja letztens schon, erst voll Spaß, glaube ich, gleich, von der Miss Jenkins. Ich muss wirklich mal gucken. Haben wir ja gleich Ärger gekriegt, weil wir ja rot haben, was sie geliefert kriegt. I'll leave it on the doorstep. Schon wieder, ja. Ich meine, ist es halt in Amerika wirklich so, dass du die Pakete, dass du gezwungen bist, die direkt vor die dir auf die Fußmatte zu legen? Ich meine, das siehst du ja in so Videos irgendwie auf YouTube oder sowas, wenn Pakete geklaut wäre. Also gibt es dann Leute, wo ihre Überwachungskamera haben oder ein Paket, wo dann so Glitzerzeichen rausgeht, wenn das hochhebst, um halt Paketklauer zu erschrecken sozusagen. Ja, die Paketfuzis, die lehnen es halt wirklich direkt vor die dir. Halt, von hinten, sorry. Die lehnen es halt wirklich direkt vor die dir. Da haben die nicht irgendwie so. Ja, dann lese wenigstens so ein bisschen Navy, dass man es nicht sofort sieht, auf dem Gestroß aus oder irgendwie sowas. So, jetzt halte ich aber, sonst wäre ich wieder gehupt. Alles klar, Kenner do. So, jetzt fahren wir.
Das ist ein normaler Brief. Ist klar. So, aussteigen bitte. Gehen wir da. Normale Briefe gehen schnell. Briefkasten auf. Brief hin. Briefkasten zu. Zack. So geht es. Und wieder weg. So, dann gucken wir mal, was macht die Karte. Wir sind da hin. Machen wir heute die große Rundfahrt oder erst am Schluss? Nee. Wir drehen uns jetzt da drum, wir fahren gleich die Uhrzeiger hin, dann machen wir das da. Oben nochmal beim Robert vorbeigucken, nochmal mich entschuldigen oder was, dass ich vielleicht ein bisschen zu übergriffig war oder was. Zu sehr in Flirtlaune. Ja, der Rotwein, ja, weißt du, wie es ist, ne? So. Dann müssen wir jetzt halt hier nach rechts. So ist wieder ein Stoppschild, das ich auch natürlich beachte. So. Ich könnte ruhig noch ein bisschen weiter vorwärts fahren. So, und jetzt ordentlich Speed geben. Jetzt ganz kurzer Hupe-Check. Hupe geht jetzt schon wieder nicht mehr. Er hat jetzt zweimal gehupt und jetzt geht's ja nicht mehr. Ja, ich muss ja eh bei der Lorry vorbei. Da kann ich gleich sagen, Mädel. Also, das mit der Hupe da, das geht so nicht. Da müssen wir noch ganz bestra arbeiten. So, das geht so nicht weiter. So, jetzt pass auf. Ich muss die zweite, hoppala. So irgendwo rechts hin. Und da sind wir schon. So vorne beim ersten. Ich schätze mal hier. Ah, da ist ein Auto vorne dran. Da wird jemand da sein. So, wir sind auf der Vintage Street. Ah ja, guck mal, der kriegt, glaube ich, eine Gitarre. Oder so. Weiß ich natürlich nicht. Das ist eine, wahrscheinlich eher Ukulele oder so. Der Gitarre ist zu klein. Kein Ding, Autos stehen vorne dran, dann klingeln wir mal. Ding dong. Nope. No answer. Das ist schlecht. Kann ich es vielleicht ins Baumhaus legen? Nee, kann ich nicht. Habe ich schon probiert. Ne? Ich probiere es so, als wirklich so hinters Haus gehe oder so. Du kennst das jetzt, welche zum Beispiel da hinter deine Poste so ein bisschen hoch kannst stellen. So dass, wenn du vorbeifährst, dass das nicht so fortziehst. Und dann machst du halt einfach einen Brief in den Briefkasten oder einen Zettel halt, wo drauf steht, hier steht hinter dem Post oder das sehen sie ja dann schon. Aber wenn du das jetzt zum Beispiel ins Baumhaus hinlegst und dann halt einfach so Leute im Baumhaus, so wie man das in Deutschland macht. Ja, da bin ich halt wohl hier sehr deutsch, aber das ist definitiv die bessere Version. Anstatt einfach vorne Hiele, wo jeder sehen kann. So. Dach, Post, Nenne mit. Bin noch ein bisschen müde. War lange Nacht, Rotwein getrunken, also im Spiel jetzt halt, ne? Ich gucke nochmal auf die Karte. Du müsst jetzt einfach nur, da unten da noch rechts, da wohnt gleich die Lorry. Haben wir dann gleich hin. Moment mal, wo komme ich denn da hin, wenn ich da noch rechts fahre? Ah ne, da durch die Lorry überspringe, das wollen wir ja gar nicht. Aber grundsätzlich kennt ich dann zu dem Waldfuzzi, Entschuldigung, zum Robert schon fahren. So. Car-Service. Da wollen wir hin. 40 sind hier nur erlaubt. Warum eigentlich? Oh, da schraubt sie wieder am Auto rum. Natürlich schraubt sie am Auto rum, macht sie immer. So. Hi, guten Tag, Lori, alles klar. Hast Hey, du Herbie Lori. geguckt? Did you watch The Love Bug? Hey, Miss W. Yes, I did, and I guess I liked it. Du kannst You ruhig don't zugeben, have dass to er hide it gut from war. me, Der Lori. ist gut. You can say you loved it. I guess it wasn't bad. It was really fun, actually. See? Ancient isn't all bad. You still ready for Sunday? I have never been more ready. It's going to be rad. Ja, die absolute Sause. Yeah, totally tubular, right? Tubular. Sure, Miss W. See you Ja, Sunday. vergiss es einfach. So, alles klar. Dann steigen wir mal hier daneben in. Rüberrutsche und weiterfahren. Sehr gut.
Ja, genau, sowas passiert. Wenn man cool sein will und mit der Young Fox so ein bisschen erzählen will, oh ja. Aber, ja. Nun ja, so ist es halt. Ich war einmal jung und hab dann so coole Worte benutzt wie cool und yo. Also J-O, nicht Y-O. Ich war kein Rap-Hip-Hop-Fuzzi-Rapper. Zu meiner Jugend war Rap eh noch nicht so wirklich angesagt. Du warst halt wirklich noch mehr Hip-Hop-Gedönse. Aber auch das, ja, nicht so meins. Ich war schon von frühester Jugend an war das alles schon mehr Punk. Punkrock. Fun-Punk. Muss lustig sein. Das Politikgedönse ist nicht so meins. Also, ja, die Lieder, wo sie dann nur drüber über Anarchie und tralala, ist nicht so meins. Die Einstellung ist grundsätzlich perfekt. Also, ja, hopp, ist jetzt gut. Hi, Wir gehen Robert. jetzt zum Robert. Here's the mail. Thanks, Meredith. And, sorry for leaving all of a sudden yesterday. Ja, warum? Yeah, what was that all about? Well, it was just... I needed some space. I think I've gotten a bit too used to being on my own. Ja, okay. War ich so unangenehm? Was I such bad company? No, not at all. I really enjoyed it. I just don't want you to feel weird about it. I was the weirdo. There's nothing wrong with a little weirdness. I just wanted you to know that. Anyways, let's see what's in the mail. A dentist appointment. Wait, why am I sharing that? Ja, aber echt, das freue ich mich an die ganze Zeit. Warum tust du jedes Mal, wenn ich dabei bin, die Post aufmache und erzähl ich mal jedes Mal, was drin ist? Maybe you need a shrink appointment to answer that. Yes, but for now, I'll stick to my wood chopping therapy. And not getting new annoying envelopes also helps. This gives me a bit more peace of mind to work on my wildcard plan. Eine Wildcard? Der Plan B? Wildcard Was ist Plan? Plan B? Wildcard plan. Yes. Also, highly confidential. Hey, ihr könnt sagen, was man wolle. Die Übersetzung ist gut. Also die Untertitel, die ist gut. Das ist nicht einfach nur, ne, die hätte auch Wildcard, kennt man eventuell halt so, ne? Aber highly confidential und Wildcard, deine Witze einfach weiter zu spinnen mit Plan B, B wie besonders irgendwas. Das ist eine gute Übersetzung, finde ich gut. Ja, komm schon, come on. verroten halt. I won't tell a soul. Yeah, but no. Maybe later. It's still work in progress. Okay. Okay? Good luck with that. Thanks. So. Ist es schon weggegangen oder was? Du musst sogar ein Holzfällerauto hat. Es fällt nur noch die Holzvertäfelung neben der Seite. Was habe ich eigentlich in dem Koffer da drin? Ach ja, stimmt. Soll ich denn nicht? Kann ich. Hä? Kriege ich ihn dann jetzt halt los? Muss ich denn nicht da hinten hinmachen? Oder drehe ich dann jetzt halt einfach die ganze Zeit mit rum? Aha. 351 Main Street muss ich noch schließen. So. Sag mal her. Okay, tatsächlich. 351 Main Street. Ja, aber... Ja, das war doch Dodo bei der Lorry, ne? Oder heißt es einfach nur, dass ich ihn zurückbringen muss? Nö, ich habe ein Paket für 351 Main Street. Ist das da vielleicht die Main Street? Das ist die Willow Road. Zeltplatz ist schon an der... Ne, das ist East Lake Road. Ah. Da oben? Ah! Oh ja! Oh yeah, Baby! Da geh ich zu der Angie. Alles klar. Gib Gas, Mädel! Ja, Nother könnte ich mal wieder zu der Angie gehen und es ist ja gar nicht komisch. Moment. Ich muss gucken, wo die Straße hinführt. Da sind wir dann. Ah, das ist die, wo dann da über... Ah, okay, alles klar.
dann kennen wir zu der Angie und zwar halt, ne, wir haben ja einen guter Grund drin zu gehen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur links schneiden, weil wir halt einfach so mal wieder sehen wollen. Ne, wir haben einen guten Grund. So. Genau. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Geh mal weg. Nur rechts würde ich sagen, ja. Dann fahren wir mal nur rechts. Super. Super geht wieder. Sehr schön. So. Alles klar. Dann liefern wir jetzt mal in den. Das sind so eine Art Ferienhäuser, weißt du? Dann liefern wir jetzt das Brief ist es, glaube ich. Oder ist es Paket? Ich weiß gar nicht. Ne, ich glaube Brief. Sind wir ja schon mal rumgefahren. Oh, Moment, ich muss zielen. Yikes. So. So, und dann, ich weiß gar nicht, schaffen wir Sunders? Hat so, also Sunders werden doch keine Briefe ausgetragen, oder? Ich weiß nicht, wie ist das in Amerika? Ist das da auch so oder eher nicht? So, ich fahre mal unten hin. Vorsicht, ja, das ist ein bisschen ruppische Straße so. Das ist halt eher so die Ferienhäuser. Ich kann es euch jetzt gleich mal zeigen, da, guck. Ja, so kleine Holzhitscher so. Anstatt, ja, also die Straße könnte halt wirklich schon besser sind so. Ich warte mal hier, ne? So. Anstatt da irgendwie Plattebau irgendwo hinzustellen, könnten sie lieber noch so die Straße besser machen. Und da wohnt jemand. Here's your mail. Naja, okay. Jetzt soll ich mal dann hingucken. Nur ein bisschen. Muss ja gucken. Was ist? Ich hier Musik? Hallo, ich bin's, die Postfrau. Ich habe Ihnen gerade Post gebrungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie oft Sie Ihr Briefkasten leeren, weil der steht ja ein bisschen weiter draus. Und dann dachte ich komme mal vorbei und klingel bei Ihnen und sage Ihnen Bescheid. Ich tue auch gar nicht neugierig sind. Was ist denn da drin? Hallo, naja, das kennt er da. Hallo, ich habe mich verlaufen. Hä? Ich bin durch die Botanik gelaufen oder was? Einschaft jetzt. Hilfe. Ich habe mich verlaufen. Ah, wo ist der Weg? Ist es ne? Da muss ich aber auch Schild dazu machen. So, dann fahre ich halt wieder. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich glaube, die hucke irgendwo im Wald oder was. Ein Chiller. Chillaxe. So, ich hab ja noch was zu tun. Ich bin ja... Moment, ah ne, so muss ich nicht an der Bahn fahren. An der auch nicht. So. Dann fahren wir jetzt wieder raus und wieder weiter nach rechts. Dann fahren wir außen rum. Ich fahre eigentlich meistens welche die Uhrzeigersinn. Hoppala, hoppala. Ich muss doch gucken, ob da ein Auto kommt. Und auf der Linksseite irgendwann müsste jetzt gleich der Campingplatz sein. Das ist auch nur so eine kleine Infahrt, sowas. Sieht eigentlich eher aus wie so Autobahn, Raststätte. Welches so, wo man einfach so hinfährt von der Autobahn runter und dann ist rechts einfach so ein kleines Schleifchen, wo betoniert ist. So, wir fahren jetzt mal einfach weiter. Da ist das Motel. Stimmt, da war ich auch schon mal. Der hat die ganze Tag gezockt, hat der. Ich gar nicht beachtet, fand ich nicht gut. Wollte mit mir reden. Das ist ne. Wir hatten mir da eine Magnetpfanne in die Motorhaube gebaut. Das kann ja wohl nicht Sinn. Yeah. Okay, jetzt aber Augen auf die Straße. So. Weil jetzt mache ich nämlich der Autopilot an. Ach, das ist Damm. Ja. Jetzt mache ich nämlich der Autopilot an, damit ich mich gescheit umgucken kann, aber dann tue ich anstatt Schilder wieder leihtsame fahren durch den Autopilot. So neben muss ich hin. So. So, da muss ich hin. Ah, da steht der Wohnbar. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. So, Moment. Ab.
Hallo. Tag. Post. Hallo. Ihr Hello there. junge Leid. Hey, how are you? I may have mail for you. Is it addressed to Mickey or June? Or both? To both. Here you go. Der ist irgendwie... Oh, sweet brother Damien, savior in the hour of darkness. Was zur Hölle ist jetzt los? Never mind him. He's a bit stressed out. We were a bit low on paper. Äh, Nice to meet you. What's your name? I'm Meredith. Nice to meet you too. Toilet Toilettenpapier? paper? Probably a bit of cash and some roll-in paper. Rolling Paper, okay. Ah, that kind of paper. So, ja, okay. Stört doch niemanden. Na, ich I soll better jetzt get besser going. It was nice to meet you. Okay. Bye, sweet Meredith. gehen. Tschüss. Ich mich überfreue. Ja, dann lassen wir die zwei Hübsche da in Ruhe ihr gerolltes Papier genieße und ihr Zeugs, was ins gerollte Papier nicht mache oder so. Ich weiß ja auch nicht, ich kenne mich schon nicht aus. Kenn ich sogar wirklich nicht. So. Boku Mahin. Ich habe früher Ammo geraucht. Also normale Zigarette. Später dann selbst gedrehte, weil ich armer Bubi war und kein Geld gehabt habe, für eine Zigarette zu kaufen. Ich hab gemeint, da wäre der Metallfuzzi wieder da. Und hab's dann selber gedreht, mein Kiepscher. Und die haben so die Salzstange, die Dicke von einer Salzstange gehabt. Ich hab die halt wirklich saumäßig dünn gedreht, weil ich hatte nicht viel Geld. Mein Gott, und die musste lange. Und das Problem war dann halt auch, Moment, wo muss ich hin? Zu der Lori, glaube ich. Quatsch, zu der Angie, oder? Bin soweit fertig. Moment. So. Ja, ich bin soweit fertig dann. Ja, okay, alles klar. Sollen wir mal ganz da oben rumfahren? Nö. Ja, die waren dann halt immer so dünn, die Zigarette. Und je nachdem, was für Papers, also was für Blätter ich halt gehabt habe zum Drehen. Und dann hast du halt die ganze Zeit an der blöde Zigarette rumnuckeln müssen. Moment. Wo geht's denn da hin? Dann hast du halt die ganze Zeit an der Zigarette rumnuckeln müssen, weil man rumziehen müssen halt, ne? Damit sie nicht ausgeht. Wenn du das halt nicht gemacht hast, ist es dauernd der Ausgang. Weil es war halt mehr Papier, wo ich da geraucht habe, wie Tabak, weil die halt so dünn waren. Es ist einfach nur Abkürzung, okay. Da ist der Ködershop sozusagen. Old Loggins Road, alles klar. Oh, guck mal da, Fuchs. So, dann haben wir den Amo gesehen. Also, den haben wir Amo Fuchs gesehen, so nenne ich das. So. Wo muss ich jetzt das nehmen? Noch nicht. Oder doch? Weiß nicht. Ja. Es war aber halt nur bei bestimmten Plätschern so, dass du da immer Nuckel gemisst hast. Ja, ich habe mir dann, meistens habe ich als die OCB, die blaue gekauft. Ja. Und einmal Chillstufen. Ja, guck mal, es geht doch. Es geht doch, ihr Leid. Ist schön, schön machen wir das. Danke. Da freue ich mich. So, ne, die hat vorne Draht direkt Parkkneise. Und da parken wir jetzt bei der Angie. Die ist quasi extra für mich, ne? Hallo Angie, ich bin's. Ich komm. So. Ja, mit der richtigen Plätscher ist es dann halt schon gegangen. Das Einzige, was ich nicht gekannt habe, also selber drehe, ne? Und die, ich habe eine normale Größe Drehe gekannt. So war es so nicht, ne? Sie sind halt nur, ich habe nur für mich halt immer so dünne gedreht, dass ich länger am Tabak habe. Was ich nicht gekannt habe, war selbstgedrehte und Filter hinmache, weil die Filter halt einfach so dick waren. Und ich immer mit der Zigarette immer so dünn gedreht habe. Das hat, Junge,
Du Rare ohne Filter kannst du pflücke wie wilder. Was? Pflücke, wollte ich sagen. Pflücke. Äpfel pflücke. Kannst du Äpfel pflücke wie wilder. Ich guck mich mal ein bisschen um, bevor ich zu ihr hingehe. Junge, es ist aber schon ein bisschen eine üblere Gegend da bei dir. Ich wollte es nur erwähnt haben, ne? Goodbye! Sag mal, da ist doch ein Müll, warum schmeiße ich das neben dran? Ich muss so gucken, wo mal gut die Angie wohnt. Was ist denn das da? Das Sicherheitsschloss oder was? Ich muss so gucken, wo die Angie, also ihr Job hat, da, dass es der auch gut geht und dass die da in einem sicheren Umfeld ist. Nicht, dass sie da überfallen wird oder so. Ja, so. Und zwei Mo sind halt Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ah ja, hol schon mal, kannst du mal einen Joint drehen? Und keine Ahnung, ich probiere es mal. Und ich weiß jetzt nicht, warum Joints so sind müssen, dass sie vorne dicker sind wie hinten oder so. Keine Ahnung. Und das ist ja auch so, die sind ja dann als hingegangen und haben dann so 3 Plätscher aneinander gebappt. Und da dann ihr Kraut und Tabak und Scheiße hingemacht und so. Sorry, habe ich nicht gekannt. Bin ich zu dumm dazu. Kann ich nicht. Und 3 Plätscher, nee. Habe ich nicht gekannt. Ich war zu dumm zum Kiffen und ich war sogar zu dumm zum Drehen von Joints Gedöns und sowas. Ja, so ist es halt einfach. Nun ja. Gibt Schlimmeres, wie nicht kiffen zu können. So, hallo Angie, mein Süßes. Gut Hi, sicher Angie. aus heute. Oh, hey. So, hey, I dropped off and picked up those movies. Right. Schien dir zu gefallen. Das Konzept könnte wirklich funktionieren. Alles in Ordnung. Du bist gar nicht so Is fröhlich wie sonst. everything okay? You don't seem your usual peppy self. You don't know me, Meredith, okay? This can be a stressful job. Hey. Ja, Na, okay. I know a thing or two about stressful jobs. I'll leave you be. Yeah, actually, now's not a great time. There's 2 more movies on the counter. If you could deliver those, that'd be peachy. Jaws and The Dirty Dozen. Nee, okay. I'm on it. Don't you worry your pretty little head about it. Great, thanks. Appreciate it. Bye. Okay, das zieht mich jetzt doch schon irgendwie ein bisschen runter, ne? Also ich weiß, wo sie hin muss. Es muss jetzt zu der Miss Jenkins. Aber das war schon... Ja, das zieht mich jetzt doch schon runter, dass die Angie irgendwie... Dass die jetzt so schlecht drauf ist, doch. Hat mich was nicht angemault oder so, aber... Also jetzt mal ganz... Lieber Schäbe, die durchgefallene Leben. Jetzt mal ganz abdodefu, ne, dass ich mich halt freuen würde, wenn sie freundlicher zu mir ist. Ja, aber ich tue halt wirklich ihr Arbeit mache, dann soll sie wenigstens so spiele, als ob, weißt du, hey, hallo, ich tue quasi deinen Job mache, ne, sozusagen. Jetzt mache ich mir natürlich Säue, was ist los mit ihr? Hat sie irgendwie Probleme? Kann ich da helfen? Nur die ist quasi nicht durchgezogen, wäre die Linie, da ist das voll in Ordnung. Was ist das für Haul? Flacher Heiselschert, oh. Ich bin wieder zur falschen Zeit. So, jetzt müssen wir zu der Mist. Ich muss, bevor der nächste Folge, ich schwör's euch, ihr Leid. Ach, guck mal. Ich muss das zu ihm fahren? Ich dachte, das soll zu der Miss Jenkins. Ah, jetzt verstehe ich. Der weiße Hai. Zum Mann mit dem Angelgedönse da. Ah, intelligent. Ja, aber nicht jeder, ne, der Angler ist, steht auf Angeln oder Filme mit Fisch und nicht jede, die Mechanikerin ist, Automechanikerin, steht auf Autofilme. Ich habe mal einen in der Klasse gehabt. Das war ein Bauer, also der war halt, naja, der Eltern hat einen Bauernhof gehabt. Der war halt der Sohn einer Bauernfamilie so. Und waren wir auf Klassefahrt und dann konnte man beschließen, so Kino, in was war Kinofilm, dass man gehe. Und er wollte unbedingt in Twister gehen. Jetzt kennt er ungefähr no gucken, wann Twister in die Kinos kommen ist in Deutschland. Und warum wollte er
unbedingt einen Twister geben. Ah ja, da flieht eine Kuh. Weil in dem Wirbelsturm halt eine Kuh rumflieht. Mr. Mackey, I've got Okay. this movie box for you. Leave it on the porch of the cabin, could ya? Okay. Ich müsste wissen, was für einen Film Sie I need möchten. to know if you prefer a war movie or a shark movie. Huh? Movies? Just pick something. I'm sure it'll be fine. Das dreckige Dutzend. Fine. Enjoy the Dirty Dozen, Bert. Aber es ist Have a dreckige nice Dutzend. day. Das ist ein Cowboy-Film? Western so? Keine Ahnung. So. Haben wir es da schön hingelegt, das dreckige Dutzend drauf, so. Ne? Ja. Also irgendwie, die Sache, da, wo ich eine Weile erklärt habe mit der fliegenden Kuh, das tut ja jetzt irgendwie meine Theorie, dass. Das widerspricht eigentlich voll meiner Theorie, die ich eigentlich gerade erklärt habe. Dass nicht jeder, nicht jeder Fischer Angler filmen will. Ja, also okay, also er zumindest wollte halt einen Film, wo eine Kuh drin ist. Der hat mal Amo seine Lieblingskuh gezeigt. Also nicht seine Lieblingskuh, sondern seine Kuh. Es war halt einfach so, da war ein Dorffest. Er hat nicht im selben Dorf gewohnt, der war im Nachbardorf, ne? Und dann war dort Dorffest und dann hat er gesagt, guck mal, ich zeig dir was. Und hat er mich in den Stall geführt und dann hat er so weiße Kuh auf den Boden gelegt und hat Kaugummi gekaut. Ne, die hat nicht Kaugummi gekaut, die hat wieder gekäut. Das war mir damals schon klar, ne? Und dann hat er gesagt, so guck, das ist meine Kuh. Und dann guck ich halt die Kuh an, die Kuh guckt mich so an und ja, Dorfkind, okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Kuh sehe und denke, oh, cool. Nö, es war halt einfach, okay, Kuh. Und dann hat er gesagt, warte, ich zeig dir noch was. Wow. Was war denn das gerade? Oh, sorry. Mein Controller ist leer gegangen. Ich hoffe, Moment. Okay, mein Controller ist gerade leer gegangen. Sorry. Ich muss jetzt gucken, dass ich noch da oben irgendwie ins Postding komme. So voll, da wird er gedollert. Ne, sorry, wirklich, mein Controller ist leer gegangen, ich schwör's euch. Also so, ich glaube, der geht gleich wieder leer. Okay, alles klar. So, jetzt einen Moment, bevor ich aussteige, erzähle ich die Geschichte noch weiter. Dann hat er halt gesagt, machen wir das Radio aus. Geht nicht? So kann ich das Radio nicht ausmachen. Erzähle ich es halt, während das Radio läuft. Und dann hat er halt gesagt, ja, pass auf, das zeige ich da noch was. Und dann hat er mich vom Stall aus so Treppe runtergeführt, also so ein Nachbarding irgendwie sowas. Und da stand der Kaste Weizenradler. Voll geil. Und dann habe ich eine Flasche Weizenradler gekriegt. Und ja, voll cool, ey. Und dann habe ich da gestanden am Weizenradler. Und dann bin ich da rausgelaufen, im Weizenradler. Und hab nicht bemerkt, dass da eine Stufe ist und hab mal ein Stück Zahn ausgeschlagen. Weil ich an der Flasche genuckelt habe, während ich die Treppe runter bin, hab mal gerade so ein Eck von dem Zahn ausgeschlagen. Ja. Super Story, aber der Weizenradler war gut. Ja, so, jetzt kann ich aussteigen. Das ist jetzt endlich vom Herzen. Nee, ich bedanke mich an dieser Stelle hier immer noch für den Weizenradler, der war gut. Stickel Zahn ausgeschlagen, war nicht so gut. Aber naja. Wow, I just instantly dialed your parents' number. Superpowers! Probably just muscle memory or something like that, right? Or maybe it's like that thing where you smell something and it instantly triggers this mega old memory you didn't even know you had. Know what I mean? Oh man, I had that once when Barry bought me lilacs and the smell instantly mentally teleported me to when I was like 6 years old and fell out of a tree. And I ended up with all this lilac smelling tree gunk all over my face. You remember that, right? What if it's like that with old phone numbers? You go, must dial M, and then your brain just triggers your fingers to dial? Man. Anyway, I didn't call about that, obviously. Okay, I was thinking of maybe taking a stroll around the lake this Sunday, clear my head, and then Maureen suggested maybe you'd like to tag along. Not that I'm asking because of Maureen, of course. Just thought it might be fun to check out the old hangouts and the lake sites and all. If you do want to join, I'll be at the Watchtower. 11, ja, das kriegen wir hin. Ich schaff doch, glaube ich, sowieso nicht, oder? So I'll see you when I see you. Sunday morning Watchtower. Be there or be square. Das war zu lang. Okay. Beschließt. Also ich jetzt beschließt, Kate zu treffen, natürlich. Montags um 11. Sonntagmorgen um 11, da sind wir wach. Da ist die Sendung mit der Maus rum, die kommt um 10.
ist zumindest Mokum. Und der Film mit Laurie, wenn man wahrscheinlich Owens gucke, es soll ja schon dunkel sein, so ein schöner Horrorfilm. Alles klar. Beschließen wir uns natürlich, dass wir sie treffen um Sonder. The Countess and the Carpenter. Das lese ich automatische Chapter Buch, 3. okay. Come Ach, du in Scheiße. were the most regretted words Cecilia had uttered in a long time. They were instantly followed up by, "Get out!" when she saw the surprised face of the carpenter's apprentice, instead of her niece, Anna. Apparently, her hosts wasted no time in addressing the problem of a malfunctioning bathroom faucet. Ja, okay.